Vielen Dank, Worship-Team. Ich denke, es ist so ein Geschenk, dass wir hier gemeinsam sein können, dass wir Leute haben wie euch, die mit Gnade und Hingabe und Passion hier Gott anbeten und uns mitnehmen. Wir waren ein Orchester zusammen. Wir sind ein großer Chor. Grüßpunkt, der Chor hier, der Gott anbetet. Ja, wir haben eine Predigtreihe, macht hoch die Tür. Eigentlich, ihr wisst ja, macht hoch die Tür, das Lied ist bekannt. Ne? Ich habe heute Morgen bei der Vorbereitung gesagt, 100 Jahre Grützpunkt, 101 Jahre, haben wir wahrscheinlich schon diese Geschichten gehört von Advent und Weihnachten. Warum sollen wir es noch mal hören? Warum sollen wir es noch mal hören? Das ist nicht vergessen. Ne? Ich glaube, da steckt so viel Wahrheiten drin, die unser Leben bereichern können, verändern können. Aber nicht nur die Leben von denen, die hier sind, sondern von so vielen Leben Menschen, die heute Jesus noch nicht kennen. Und die dann, wenn sie von hier mal abreisen, nicht wissen, wohin sie gehen. Und ich denke, das ist so eine wichtige Zeit, in der wir leben, dass wir, wenn wir dieses Thema aufpacken, macht hoch die Tür, heute mit diesem Untertitel, der König zieht in seine Gemeinde ein, dass wir sagen, dass wir mit dieser Haltung reingehen, Gott, was willst du persönlich mir heute sagen? Okay, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Bist du Schaf, hörst du? Bist du Bock? Ein bisschen schwieriger, ne? Okay, ich gehe davon aus, wir sind Schafe und wir hören. Der Herr zieht in seine Gemeinde ein. Als gute Christen sagen wir, ja, er ist ja schon hier. Richtig. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Gottes allgemeine Gegenwart, Gott ist überall allgegenwärtig. Aber ich habe heute Morgen auch kurz einen Test gemacht. Angenommen, Jesus kommt jetzt in physischer Gestalt hier rein. Jesus, der Heilige, den wir gerade so wunderbar angebetet haben. Er wird in physischer Gestalt hier reinkommen. Frage, würde sich da für dein Leben, für mein Leben, für unser gemeinsames Leben was verändern? Antworte mir mal nicht, denk nur darüber nach. Ne? Ich denke, es lohnt sich, über diese Frage nachzudenken. Was würde sich verändern, wenn er hier reinkommen würde? Persönlich. Er, an dessen Kleid sich diese Frau mit ihrer Krankheit geheftet hat. Ich bin krank, seit vielen Jahren bei Ärzten, all mein Vermögen ausgegeben, aber du kannst mich heilen. Er, der erlaubt hat, dass eine Prostituierte ihm Öl über die Füße gegossen hat, mit den Haaren getrocknet hat, der so nahe sein will, der uns so Bestes will, der aber gleichzeitig auch der heilige König ist. Ich habe heute Morgen jemand gefragt, ich kenne die Schweizer Geschichte nicht so gut, ne? Ein bisschen was, aber wann hatte die Schweiz den letzten König? Wahrscheinlich weiß der Micha das als Einziger. Es hat 33 vor Christus mal einen gegeben, der wollte König werden. Mach mal die Maske weg und sag's. 33 vor Christus hat es mal einen gegeben, der wollte König werden, aber den haben wir nicht zum König gemacht. Die Schweiz hat noch nie einen König gemacht. Haben nicht zum König gemacht. 33, schon vor Christus Versuch. Okay. Also, dann habe ich mir überlegt, da das Königsparadigma hier nicht so ganz wirksam ist, es gibt ja immer wieder mal Events in der Schweiz und in anderen Ländern, wo viel VIPs kommen oder so, oder wichtige Leute. Unsere jüngste Tochter, als sie studiert hat, hat sie bei der Basel Messe immer wieder mal gearbeitet, Basel World, Schmuck-Uhrenmesse, und da kamen Leute wie Arnold Schwarzenegger oder solche Gäste. Ne? Da musste dann gut vorbereitet werden, Protokoll, sauber, alles klar organisiert. Als wir in Rumänien gewohnt haben, hat die NATO ihren ersten NATO-Summit in Osteuropa wo gehabt? In Brașov, in Rumänien, wo? In Brașov, ne? Nicht weit weg von unserem Haus. Und wir sahen da, wie die Hubschrauber über unser Haus geflogen sind und die wichtigen Leute vom Flughafen in die Berge gebracht haben. Und interessant war, es gab ein schönes Restaurant in den Bergen. Wir gingen auch gelegentlich dorthin. Die Fahrt dorthin war mühsam. Wirklich so tiefe Schlaglöcher. Ne? Man musste wirklich so fahren. Ne? Und dann kam NATO Summit. Innerhalb einer Woche alles Asphalt, alles gut gemacht und so. Ne? Das war nicht der König, der kam, aber das waren wichtige Leute mit Geld, die kamen. Ne? Und ich denke,
wenn der König kommt und wenn wir immer mehr Raum dem König geben wollen, ich glaube, dann sind unsere Herzen auch vorbereitet. König, du bist so wunderbar. König, du bist die interessanteste Person, es gibt im Universum. Wir wollen mehr Raum in unseren Herzen dir geben. Er zieht ein in die Gemeinde. Wisst ihr, wo Gemeinde anfängt? Claudia weiß es. Wo fängt es an? Bei Claudia und bei mir an den Herzen. Und das gilt für uns alle. Ne? Gemeinde kann nicht mehr sein. Wir können nicht mehr Gegenwart Gottes erleben. Wir können Gott nicht mehr Raum geben als Gemeinde, als du und ich, wir in unserem persönlichen Herzen ihm Raum geben. Wer entscheidet über die Öffnung der Herzenstür in deinem Leben? Jesus. Nein, du. Der Schlüssel für dein Herz ist in deiner Hand. Du kannst die Tür aufmachen, mehr von Jesus zu erleben oder ihn sagen, Jesus, ich will schon in den Himmel kommen. Also hier darfst du bestimmen, Rettung für die Ewigkeit, juhu, Halleluja. Aber gewisse andere Bereiche, wie ich mit meiner Zeit umgehe, welche Art von Konversation ich führe mit anderen Menschen, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich im Arbeitsplatz mich verhalte, das ist mein Business. Ne? Aber wenn wir sagen, Jesus, dein Reich komme, Jesus, deine Regierung soll sich ausbreiten, Jesus soll berühmt gemacht werden hier in dieser Region, dann fängt das ganz zentral in unseren Herzen an. Ich bin in den letzten 2 Wochen aufgewacht. Tue ich jeden Morgen eigentlich. Aber einmal bin ich aufgewacht, ich denke, das war vor knapp 2 Wochen, und ich habe so klar gehört, dass Gott zu mir gesagt hat, lese den 2. Petrusbrief. Ich kenne die Bibel ein bisschen, ne? Und ich wusste, 2. Petrusbrief, das ist so späten Leben von Petrus, kurz vorm Ende, wo er nochmal ganz wichtige Sachen schreibt. Und im 1. Kapitel, das könnt ihr als Hausaufgabe lesen, da beschreibt Petrus, er sagt, ich gehe jetzt bald, er sagt wirklich so, ich werde bald abberufen, sagt, hey, hier nochmal die Dinge, ich wiederhole die nochmal für euch, ich wiederhole euch diese Dinge, damit ihr nicht strauchelt, damit ihr nicht fallt und damit ihr fruchtbar seid. Habe ich gelesen, übe immer noch dran, da besser zu werden. Aber dann kam ich zum Kapitel 3 und das will ich euch nicht vorenthalten. Das hat etwas zu tun mit dem König, seiner Wiederkunft und seiner Gegenwart heute. Ich habe die Folie nicht, ich lese es nur vor mit der Bitte, euch zu bitten, das einfach aufmerksam zuzuhören. 2. Petrus 3, 9 bis 14. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern der Herr ist langmütig euch gegenüber, der Herr nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. In anderen Worten, Jesus, ich komme bald, sagt er vor 2000 Jahren, er ist noch nicht da. Heißt es, ist es alles hier so ein bisschen laissez-faire, was da? Nein, Jesus sagt, ich will, dass viele Menschen mich kennenlernen. Deshalb warte ich noch, weil ihr macht eure Hausaufgaben und dann komme ich. Und dann wird es ein bisschen drastisch. Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. Ja, wir wohnen ja in der Schweiz, wir sind auf der sicheren Seite. Ne? Das heißt, wir haben unsere eigenen Banken, wir haben eine eigene Armee, neutral. Nee, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen und die Elemente aber werden in Brand aufgelöst. Und die Erde und die Werke auf ihr werden geprüft werden. Es wird dieser Tag kommen. Ne? Ich denke, lass uns realistische Menschen wissen, eines Tages geht der Vorhang zu und er geht dramatisch zu. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Es ist nicht so Advent, ein Lichtlein brennt, erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, sondern er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, plötzlich wird es sein, wo viele Menschen das nicht erwartet haben. Und dann aber, weil dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel, in Gottesrespekt, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet, jetzt wird es noch drastischer, und beschleunigt. Ich lese es nochmal. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Wow. Wir können, so sagt die Bibel, sorry, das sind nicht meine Ideen, die Bibel sagt, wir können die Ankunft des Tages Gottes beschleunigen. Und wie? Um dessen Willen die Himmel und Feuer geraten,
und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung, das ist der eigentliche Fokus, Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in der eine Gerechtigkeit wohnt. Das ist die Zukunft, Leute. Wir wissen, dass irgendwann der Vorhang zugeht, aber das Endziel ist nicht, oh, das geht alles einen Bach hinab und es wird alles schlimmer. Nee, das Endziel ist, wir wissen, dass der Vorhang zugeht. Und weil wir es wissen und weil wir wissen, dass das nächste Kapitel, da wird es eine neue Welt geben, einen neuen Himmel, eine neue Erde, da wird es Gerechtigkeit geben, da wird es soziale Gerechtigkeit geben, da wird es Erfüllung geben, keine Krankheit, kein Geschrei, keine Tränen. Das ist die Zukunft, auf die wir warten. Und deshalb, wenn ihr diese Zukunft vor Augen habt, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt, das heißt, einfach räumt aus, was sich nicht gehört, tadellos, das heißt, tut die Werke, zu denen ihr berufen seid, und im Frieden, das heißt, vergebt einander, dass ihr so erfunden werdet. Ich habe das nur so hier reingebracht, weil es mich so angesprochen hat in den letzten 2 Wochen, die Tatsache, wir können den Tag des Herrn beschleunigen. Die Implementierung dieser Aussage ist nicht, Leute, lasst uns jetzt hektisch und stressig werden. Die Implementierung ist eher, lasst uns nüchtern sein. Lasst uns realistisch sein. Und nüchtern und realistisch zu leben heute, in der Jahreswende zu 2022, heißt, wir wissen, dass der Vorhang zugeht. Wir haben aber keine Angst. Wir wissen, dass danach das Eigentliche kommt. Und wir sind nicht die Religiösen, die Feuerbach beschrieben hatte, Opiums der Volk, es wird alles irgendwann mal gut. Das ist nicht unsere Religion, sondern unser Glaube ist, weil diese Zukunft so fantastisch sein wird. Deshalb, die Zukunft hat jetzt in meinem Herzen, in deinem Herzen angefangen. Es ist eine ewige Hoffnung in uns. Und weil eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, und weil diese lebendige Hoffnung in uns ist und weil wir wissen, dass dies für alle gilt, deshalb sagen wir sind nüchtern, wir sind realistisch. Wir tun in unserem Leben, was Sinn macht, was relevant ist für dieses Bild. Wir leben unsere Beziehungen, unsere Ressourcen, an dem, was wir haben, was wir sind. Wir leben es so, dass Jesus damit berühmt gemacht wird. Und wir leben es so, dass viele Menschen sagen, wir wollen auch dabei sein. Ihr vom Grünspunkt, wir sehen, ihr seid nicht perfekt. Ihr seid ganz normale Leute. Aber in eurer Mitte wohnt der König. Und der König hilft euch. Und der König gibt euch Kraft und Gnade und Freude. Wow, mit diesem König wollen wir auch leben. Wie geht das? Und wir sagen, kommt und seht. Kommt in unsere Häuser, kommt in unsere Gottesdienste. Kommt, ihr seid alle eingeladen. Denn Jesus wartet noch ab, bis du auch dabei bist. Jesus wartet noch ab, bis du auch dabei bist. Komm mit. Und es ist mir wichtig, dass wir diese realistische, nüchterne Perspektive für die Zeit haben, in der wir leben. Ohne Angst, ohne Endzeit, das Ende wird schlimm. Nee, ganz realistisch. Wir haben was vor Augen, dass wir es nach dem Zugang des Vorhangs kommt. Das ist das Eigentliche. Das wird nie mehr aufhören. Das ist die Ewigkeit, die schon angefangen hat. Darum geht es eigentlich. Okay, der König kommt in seine Gemeinde. Erste Folie bitte. Der König stellt sich vor. Und jetzt habe ich einen Text aus, die Texte sind eigentlich spannend, finde ich. Offenbarung. Übrigens, ein paar Verse vorher heißt es, glücklich, wer dieses Buch liest. Ich habe nicht gerne Offenbarung gelesen, ne? So viel Dunkles und Schweres. Und trotzdem sagt Jesus zu Johannes, Johannes, schreib da mal, glücklich ist, wer dieses Buch liest. Okay, ich wollte glücklich sein, ich habe mal wieder drin gelesen. Ne? Und, ja, Johannes, Offenbarung 1, 4 und 5. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asien sind, und das gilt für alle Gemeinden seit damals. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, ihm sei Ehre. Geht's da weiter. Ich will hier mal kurz, die nächste Folie bitte, darauf eingehen, was ist hier repräsentiert. Es ist so, dass der König kommt und sagt, hier ist meine Visitenkarte. Ich bin nicht so ein armer, vergänglicher König. Ich komme auf diese Erde und meine Visitenkarte ist diese 3 ersten Aussagen, die wir hier sehen. Ich bin der treue Zeuge. Das heißt, er ist total treu. Hat Jesus dir Dinge gesagt für dein Leben, die wichtig sind?
Mir hat er Dinge gesagt. Und er sagt, ich bin treu. Er kann nicht lügen. Warst du mal untreu? Ich war mal untreu. Unsere Untreue kann seine Treue nicht brechen. Und das ist die erste Aussage der Visitenkarte. Leute, ich garantiere hier für das Ende. Ich bin Gott. Ich kann nicht lügen. Ich bin treu. Und eure Untreue lässt meine Treue nicht auf. Ich kann nicht anders. So bin ich gestrickt. Das ist meine DNA, der treue Gott. Und ich möchte, dass du mal kurz dein eigenes Leben anguckst. Wo gibt es Situationen, wo du denkst, oh, hat Gott mich im Stich gelassen? Oh, habe ich Gott verlassen? Nimm mal diese Aussage, er ist der Treue über all die Bereiche deines Lebens, wo du Zweifel hast. Und schreib über dein Leben, Jesus hat gesagt, ich bin treu. Macht das einen Unterschied? Für mich macht es einen Unterschied. Das ist ein anderes Fundament. Das Fundament bin nicht ich, was ich kann oder nicht kann, sondern das Fundament ist, einer hat gesagt, ich bin der Treue und ich bin der Zeuge. Das heißt, er ist der Zeuge dessen, was der Vater ihm gesagt hat. Das gilt auch uns. Die zweite Aussage seiner Visitenkarte, der Erstgeborene aus den Toten. Erstgeboren heißt, da ist was Neues im Universum passiert, da ist ein Mensch, der Mensch Jesus, er war immer wahrer Gott und wahrer Mensch, als Mensch ist er gestorben, sein Körper kam in ein Grab und dann hat Gott in seiner Kraft ihn rausgeholt aus dem Grab und hat gesagt, ich gebe dir ein neues Leben, einen neuen Leib. Und hier ist die Zusage für uns, die Visitenkarte, ich habe einen neuen Körper, ich habe einen Geistkörper, ich bin der Erstgeborene, ihr seid meine Nachfolger, ihr werdet auf diesem Weg gehen. Ich werde euch einen neuen Körper geben. Hast du Angst vor dem Tod? Forget it. Du wirst einen neuen Körper bekommen. Du wirst in die Ewigkeit reingehen. Er ist es, der dafür garantiert. Er ist der Fürst über die Könige der Erde. Oh, wir haben viele Volksentscheidungen zu machen. In Deutschland haben wir eine neue Regierung bekommen. Wird viel kommentiert in alle möglichen Richtungen. Wisst ihr was? Es gibt einen, der sagt, es gibt keine Autorität auf dieser Erde, die nicht von mir eingesetzt ist. Und wir können beten, dass die Autoritäten, die von ihm eingesetzt sind, so regieren, dass wir Zeiten von Freiheit haben, Zeiten von der Möglichkeit, das Wort Gottes noch zu verbreiten, auszuleben, dass der Tag des Herrn beschleunigt wird durch unsere Verkündigung, durch unser Lebensstil. Er ist der König, wir können uns entspannen, aber nicht in Fatalismus, sondern du hast gesagt, du setzt ein. Und wir beten, dass Entscheidungen gefällt werden, die dazu dienen, dass wir Freiheit, Frieden haben. Nicht für Wellness Life, sondern zur Verkündigung deines Evangeliums. Das war so die Souveränität Gottes. Und jetzt kann man sagen, okay, Gott, du bist souverän, du bist weit weg in deiner Souveränität. Der König aller Könige, was hat das in meinem Leben zu tun? Und jetzt wird Jesus ganz, ganz persönlich mit den beiden nächsten Aussagen, der uns geliebt hat. Und das ist das, was eigentlich das Markante ist, wenn der souveräne Gott hier reinkommt. Er schaut dich an, er sagt, Timon, Timna, ich liebe euch. Er sagt, Attila, ich liebe dich. Deshalb bin ich auf diese Erde gekommen. Er ist nicht gekommen, damit er billige Arbeiter als Volunteers in seiner Gemeinde hat. Er ist gekommen, und ich spitze es zu, er ist nicht gekommen, damit du nicht in die Hölle gehst. Dazu ist er auch gekommen. Aber sein Hauptziel ist, er ist gekommen, weil er den Samuel haben wollte. Er sagt, Samuel, dich will ich haben. Simon, dich wollte ich haben. Er hat uns Menschen auserwählt, weil er uns so geliebt hat und uns heute liebt und uns lieben wird. Das ist das, was der König als erstes will. Wir denken oft, dass wir, wenn jetzt ein König kommt, dann müssen wir auch Asphalt und Sonstiges machen, ja, und gutes Protokoll. Nee, wenn der König kommt, dann sagt er, ich bin so, ich bin souverän, ich bin treu. Und mit diesen ganzen souveränen Eigenschaften ist meine Hauptagenda, euch zu lieben. Euch zu zeigen, dass ihr wertvoll seid, dass ihr einmalig seid, dass ihr wunderbar geschaffen seid, dass ich euch in der Jetzt haben will als meine Freunde und dass ich euch in der Ewigkeit haben will. Weil uns von der Sünde reingewaschen durch sein Blut. Vielleicht sitzt du heute hier und
trägst Dinge mit dir rum, wo du denkst, manchmal das jemand wüsste. Entspann dich, er weiß es. Entspann dich, er ist nicht dein Richter. Entspann dich, er ist dein Retter, der mit seinem Blut all deine Sünde, all deine Schuld wegwäscht. Das ist unser König. Und wenn wir sagen, der König zieht in seine Gemeinde ein, dann sagen wir damit, König Jesus, lass uns noch mehr ergreifen, nicht im Kopf, sondern im Herzen, dass wir geliebt und dass wir wertvoll sind, dass wir einmalig sind. Und dass dein Blut so stark ist, dass es uns von aller Schuld reinwäscht. Gott ist Liebe. Und unser falsches Verhalten kann ihn nicht stoppen, uns zu lieben. Er hat sich entschlossen. Ich liebe dich einfach. Ich liebe euch. Micha, ich liebe dich, sagt Gott. Ne? Ich höre nicht auf. Vielleicht gab es eine Situation in deinem Leben, wo du nicht perfekt warst. Bei mir gibt es solche. Ne? Gott sagt, ich höre nicht auf zu lieben. Und das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Es ist nicht das Fundament, wir sind gut. Petrus hat es versucht mit seiner Machbarkeit. Jesus, wenn alle von dir wegrennen, ich werde nicht wegrennen. Jesus sagt, ich werde dein Fundament testen. Guck mal, der Hahn hat gekräht, du hast dein Fundament gesehen. Und dann nach der Auferstehung sagt Jesus, und jetzt kriegst du ein neues Fundament. Ich habe dich berufen. Ich will dich haben. Das ist das Fundament auf unseres Lebens. Das ist das Fundament im Kreuzpunkt. Wir sind Menschen, die wissen, der König sagt zu mir, geliebt, wertvoll, einmalig gemacht. So, das war die Visitenkarte, der König hat sie vorgestellt. Und jetzt ist mir wichtig, dass wir noch diesen Herrschaftswechsel verstehen. Die nächste Folie bitte. Der Herrschaftswechsel. Gott hat seinen Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ins Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Als Jesus starb, auferstand, in den Himmel erhoben wurde, gab es einen Herrschaftswechsel auf dieser Erde. Der König kommt. Und der König hat gesagt, ich habe jetzt die Kraft, euch Menschen freizusetzen. Stellt euch vor, eine Illustration. Du wohnst in einer netten Wohnung und der Hausbesitzer kommt immer am Monatsende und will immer mehr Miete von dir. Und jetzt ist es schon so, dass du es fast nicht mehr bezahlen kannst. Und dann wird es noch teurer. Und jetzt plötzlich hast du auch schon Schulden, dass du bald sein Leibeigen, sein Schuldner wirst, verpflichtet ihm gegenüber. Und du fühlst dich wie ein Knecht, als Sklave in diesem schönen Haus. Und dein Leben ist geprägt davon, dass du Knecht bist, dass du versuchen musst, gut zu sein. Und eines Tages kommt einer und kauft die Wohnung einfach ab. Einfach ein guter Mensch, ne? Kauft die Wohnung ab von diesem üblen Sklaventreiber und sagt, das gehört zu mir. Und dann kommt er zu dir und sagt, hey, musst keine Miete mehr bezahlen, das ist mein Haus. Aber immer am 28. fangen sie an zu zittern, weil du jahrelang so gelebt hast. Der Sklaventreiber kommt gleich. Und dann kommt der 30. Er war immer noch nicht da. Aber anstelle dafür kommt der neue Besitzer und sagt, hey, geht's dir gut hier? Fühlst du dich wohl hier? Ich will, dass es dir gut geht in diesem Haus. Ich habe es für dich erkauft. Eine kleine Illustration, wie der Herrschaftswechsel für unser Leben eigentlich Gestalt gewinnen kann. Praktische Anwendung. Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du weißt, die knechten dich? Dinge, wo du merkst, du bist Sklave von negativen Gedanken, von Angst, Ablehnung, Selbstablehnung, von gewissen Routinen, Süchten, wo du weißt, es ist nicht gut. Hier gilt diese Botschaft. Ein neuer Besitzer ist gekommen, der König ist gekommen. König Jesus kommt in die Gemeinde und er sagt, ich habe dich schon erkauft.
Du musst nicht mehr dem Sklaventreiber gehorchen. Du musst nicht mehr Angst haben vor dem Sklaventreiber. Du gehörst jetzt mir. Und mein Hauptverlangen ist, dass es dir gut geht und dass du in diesem Leben weiterkommst. Deshalb ist dieser Herrschaftswechsel so wichtig. Wir haben oft Angst vor diesen negativen Dingen und Realismus heißt, ja, Satan hat gewisse Macht. Satan und seine Helfer, seine Dämonen, ja, sie sind nicht unsere Freunde. Sie sind losgeschickt, um uns zu betrügen, zu belügen, um Beziehungen auseinanderzubringen. Okay, aber darum geht es nicht. Sondern sie sind entmachtet und wir haben die Autorität darüber. Und wenn dieser alte Hausbesitzer wieder kommt am 28., können wir sagen, hau ab, du hast ja nichts zu suchen, es gibt einen neuen Chef. Und Jesus kam rein und hat uns dann auch eine neue Identität gegeben auf der 3. Folie. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht für Gott und für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht, die Ewigkeit zur Ewigkeit. Amen. Die nächste Folie. Hier ist unsere Identität beschrieben. Wir sind Könige und wir sind Priester. Es gibt hier unterschiedliche Übersetzungen. Ich habe im Griechischen nachgeguckt und in der Tat, es gibt unterschiedliche griechische Handschriften. Manche griechische Handschriften schreiben Könige, manche ein Königtum. Ist mir egal, was ihr nimmt. Die Realität ist die, dass, weil Jesus der König ist und wir seine Nachfolger, haben wir königliches Blut, haben eine königliche Bestimmung. Und jetzt will ich euch mal was kurz demonstrieren, was es heißt, wenn wir diesen Identitätswechsel bewusst miterleben. So, 3 Stühle. Diese 3 Stühle verkörpern die Biografie von vielen Christen. Ich komme in die Gemeinde und dann wird mir gesagt, ich lerne Jesus kennen, habe Interesse und dann komme ich in die Gemeinde und wird mir gesagt, jetzt musst du Leistung bringen. Jetzt musst du beten, jetzt musst du Bibel lesen, jetzt musst du all dieses geistliche Programm machen. Leistung definiert dich. Und dann, jetzt hast du über gewisse Zeit deine Leistung gebracht. Du warst treu, du hast mitgemacht, du bist ein treuer Mitarbeiter. Deine Identität ist, du bist ein guter, treuer Mitarbeiter. Und weil du die Leistung bringst und weil du dich jetzt als guter Mitarbeiter fühlst und so betrachtet wirst und dir das zugesprochen wird, kriegst du jetzt auch die Anerkennung. Mann, dieser Jesusweg ist ein harter Weg. Hä? Bis wir zur Anerkennung kommen, bis wir zur Wertschätzung kommen, ist es ganz schön weit. Wir können das Ganze aber auch umdrehen. So wie wir eben gelesen haben, diesen Text in der Offenbarung, der König kommt. Und was sagt der König als erstes? Ich habe euch geliebt, ich liebe euch. Das heißt, in Gottes Weg ist das Erste, was er uns gibt, Anerkennung, Zuwendung. Ich kenne deine Vergangenheit, die schockiert mich nicht. Ich weiß sowieso viel besser und ich weiß noch viel mehr als du selber, was nicht in Ordnung ist. Aber meine Brille, die ich aufhabe, sagt der König, ich liebe dich, du bist wertvoll, du bist einmalig, ich will dich haben, du hast meine volle Zuwendung. Aber ich habe noch gar nichts in der Gemeinde gemacht, das zählt nicht. Meine Zuwendung, wenn du die in deinem Herzen empfängst, geliebt, dann bist du eine neue Identität. Und dann passiert etwas in dir. Gott liebt mich. Gott gibt mir Anerkennung. Gott gibt mir Zuwendung. Deshalb habe ich eine Identität. Ich bin König und Priester. Heißt, ich kann ihn repräsentieren. Ich kann einen Unterschied machen auf dieser Erde. Nicht, weil ich es muss, sondern es ist mir zugesprochen. Ich bin König, ich bin Priester. Ich habe die Kraft des Himmels in mir. Ich habe eine Bestimmung, es sind Werke vorbereitet. Und weil das alles schon vorbereitet ist, kann ich jetzt auch etwas machen. Ich kann einen Unterschied machen. Ich will einen Unterschied machen, weil die Liebe des Königs in mir ist und weil ich die Liebe des Königs spüre auf dieser Erde. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Weg so anfangen und dann aus diesem Weg hier enden. Ich möchte jetzt meine Frau auf die Bühne rufen, die einiges zu erzählen hat. Jetzt kommt der Highlight von der Predigt eigentlich. Ne?
wie sie in den letzten Monaten, im letzten Jahr wirklich Erstaunliches mit Gott erlebt hat. Ja, ich bin nicht der große Redner und von daher... Aber sie ist selten sprachlos, ich meine. Vielleicht, ja. Ja, ich möchte euch einfach ein bisschen Anteil haben lassen. Wir gucken jetzt zurück an das Jahr 2021, was das für mich bedeutet hat. Wie ihr wisst, ist der Hermann 2 Tage pro Woche, 2 bis 3 Tage pro Woche hier bei euch in Wettingen. Ich bin zu Hause und für mich war es einfach schwierig zu connecten, mit der Gemeinde zu connecten, einfach von der Distanz her. Für mich ist nicht einfach leicht, mal zu einer Veranstaltung zu kommen, wenn er schon hier ist. Und das hat bei mir auch ein bisschen Frust bewirkt. Ich war auch darüber ein bisschen frustriert und bin dann zu Gott gegangen. Ich habe zu Gott gesagt, du siehst, ich möchte dir dienen, du hast mir Gaben gegeben, ich kann was für dich machen und jetzt platzier du mich. Und nachdem ich dieses Gebet ehrlich gebetet habe, hat sich in meinem Leben was verändert. Und zwar, ich habe Begegnungen gehabt, die ich nicht selber machen konnte. Begegnungen, Menschen, die Gott mir in den Weg gestellt hat, die ihr Leben geöffnet haben. Das waren Geschäftsbeziehungen zum Teil. Wir sind einfach in tiefe Gespräche gekommen. Sie haben mir ihr Leben anvertraut. Ich konnte für sie beten. Eine Kundin hat ihr Leben Jesus übergeben, hat ihr Leben Jesus untergeordnet. Wir haben den Verkauf gemacht, also ich verkaufe Häuser. Wir standen beim Notar auf dem Parkplatz und sie hat gesagt, Sibylle, kannst du noch für uns beten, bevor wir auseinandergehen? Ich habe sie gesegnet und wir haben Freunde gefunden. Wir werden uns auch jetzt privat treffen. Und das ist einfach eine Begegnung, die ich nicht machen konnte. Und Herzen, die sich öffnen, wir können nicht Herzen öffnen, sondern Gott muss die Herzen öffnen. Und da ist eine andere Begegnung, die ich hatte. Das war eine Frau, die ich kurz kennengelernt habe und die auch Interesse an einem Objekt hatte von mir und die mir jetzt immer wieder schreibt und schreibt, Sibylle, schick mir doch bitte etwas Biblisches. Und ich kann ihr Predigten schicken oder egal, Lieder schicken. Ich kann ihr schicken, was ich will. Sie findet es toll. Und ich erlebe ihn einfach so, dieses Hiersein, diese Zuwendung von Gott, das macht so viel aus im Leben. Wenn du spürst, dass Gott mit dir ist, dann ist es nicht mehr was du ankurbeln musst, was du tun musst für irgendjemand. Du musst nicht mehr irgendwas sein für irgendjemand, sondern du kannst einfach, und ich kann einfach mich selber sein. Und das durfte ich in diesem Jahr erleben. Und ich will euch einfach noch so eine Kleinigkeit erzählen. Ich stand auf dem Parkplatz vom Rewe, wollte einkaufen und da kam eine Frau auf mich zu und hat gefragt, ob ich ihr Geld wechseln kann, damit sie den Einkaufswagen holen kann. Und ich mache meinen Geldbeutel auf. Ich hatte viel Kleingeld drin, aber ich höre so eine Stimme, die sagt, gib ihr den Chip. Ich hatte so einen blauen Chip im Geldbeutel und dachte, ja okay, gib ihr den Chip. Und die hat sich gefreut, ich bin weg und ich dachte, so ist der Chip weg. Der war praktisch. Am nächsten Tag gehe ich wieder einkaufen, ich stehe an der Kasse und ich bezahle, ich habe schon alles eingepackt gehabt und dann sagt die Frau, warten Sie mal. Dann macht sie ein Schublädchen auf, kruschelt in diesem Schublädchen ewig lang rum, langt rein, holt einen Chip raus und sagt, der ist für Sie. Und ich habe diesen Chip in der Hand gehabt und ich habe gesagt, Gott, was willst du mir sagen dadurch? Und Gott hat gesagt, also ich habe gehört, gebet, so wird euch gegeben. Und jetzt möchte ich euch noch das Jüngste erzählen, was ich diese Woche erlebt habe. Ich könnte noch viele andere Sachen erzählen. Highlight. Ich war in der Stadt, ich habe mich mit 2 Freundinnen getroffen, war beim Zahnarzt vorher, hatte noch ein bisschen Zeit, dann habe ich gedacht, so jetzt esse ich noch eine Currywurst, dann ist das auch schon gelaufen, Mittagessen und so. Und steht da, esse meine Wurst und dann ist neben mir ein Mann und der erzählt dem anderen Mann gegenüber das Evangelium. Es war wahrscheinlich irgendwas Latino, so italienischer Akzent gehabt und erzählt ihm, dass wir jetzt in der Endzeit sind und dass wir keine Angst haben müssen und dass Jesus mit uns ist und dass Jesus kommt und dass er uns zu sich nimmt.
Und ich dachte, wie wunderschön, ist das jetzt ein Engel oder ist das ein Mensch? Und dann war meine Wurst fertig, ich wollte gehen und habe gesagt, wissen Sie was, das, was Sie jetzt gerade diesem Mann erzählt haben, das glaube ich auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Und es hat mich so gefreut, dass in unserer Stadt auf der Straße von Jesus erzählt wird. Und die Leute sind offen und hungrig. Und ja, so viel für heute. Wie gesagt, für heute, beim nächsten Mal dann mehr, der Latest News. Ich finde das so ermutigend und inspirierend. Ich komme nach Hause und was gibt es Neues? Hey, Gott ist in Bewegung. Und wir erzählen das nicht für nice Entertainment hier, um euch zu unterhalten, sondern wir sehen hier so viele Leute. Und ich war jetzt am Dienstag unten beim Adventsnachmittag. Wir haben hier Leute im Kreuzpunkt, alle Generationen. Alle Lebensalter, Menschen, die treu sind mit Gott, die lange unterwegs sind mit Gott, die motiviert sind zu dienen, anzupacken. Leute, Gott hat hier was vorbereitet. Da ist viel Potenzial da in allen Generationen. Und man muss nicht auf die Straße gehen, man kann auf die Straße gehen, man kann in die Häuser gehen. Wichtig ist, was Sibylle eben versucht hat zu vermitteln, Gott zeigt uns oft den Tag über, die Woche über, gibt uns Impulse, mit wem wir reden können, wem wir vielleicht mal Blumen bringen sollen. Weil wenn wir mal einen Kuchen backen können, wenn wir mal einladen können, Gott wird zu uns reden, weil er will, dass diese Menschen gerettet werden. Und wenn der König kommt und wir auf den König hören, dann wissen wir sind geliebt, wir haben seine Zuwendung, wir sind Könige, wir sind seine Repräsentanten. Wer uns hört, hört ihn und deshalb handeln wir und machen den Unterschied. Und das ist das, was wir als Kreuzpunkt immer mehr wollen. Den Unterschied machen, nicht als Leistung, wo wir uns oder Gott was beweisen müssen, sondern als, wow, es ist so gut, geliebt zu sein vom König. Es ist so wertvoll, dass er sagt, ihr seid Könige, Propheten, Priester. So wertvoll. Und ich kann in meinem Geist sehen, wenn das immer mehr in unserem Herzen Platz findet, der König mit seinen Gedanken, da kann was passieren. Nicht nur in Wettingen, Baden, im ganzen Aargau, drüber raus. Weil es gibt viele Gemeinden in der Schweiz, die ähnlich spüren wie wir. Es ist Zeit, dass Gott durch uns einen Unterschied macht. Wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind auch unterwegs. Wir wollen nicht den Zug verpassen. Die Wolkensäule, die Feuersäule, Gott bewegt sich. Gott sammelt sein Volk. Gott macht uns stark und mutig, dass wir aus dieser Ruhe, aus dieser Sicherheit heraus das weitergeben, was der größte Reichtum ist im Universum. Wollt ihr dabei sein? Ja. Wir gehen jetzt von hier gleich weiter zum Abendmahl, weil das eigentlich eine enge Verbindung ist. Das Dabeisein, ihr seht, das Ganze hat wirklich eine Schräglage. Das habe ich gesucht, ja. Suche, dann ihr werdet finden. Ich habe es gefunden. Das Ganze hat eine Schräglage. Ja, der König kommt rein und sagt, ich bin hier. Zuwendung fängt alles an. Und das Abendmahl ist wiederum von Gottes Seite die für uns nachvollziehbare Zusage, ich bin mit euch. Ich bin für euch. Ich bin der Treuzeuge, ich habe noch nie gelogen, Gott kann nicht lügen. Und das, was er sich vorgenommen hat, dass sein Reich sich ausbreitet, dass sein Name berühmt gemacht wird, das ist seine Agenda. Ob wir wollen oder nicht, diese Agenda wird erfüllt werden. Die Frage ist nur, sind wir dabei oder bleiben wir auf der Ersatzbank oder auf der Tribüne sitzen? Lasst uns auf dem Spielfeld dabei sein. Lasst uns dabei sein in dieser wichtigen Epoche in der Geschichte der Schweiz und in der Geschichte Gottes, wo Jesus berühmt gemacht wird.